Hier sollen wir rein? Jawohl, mein Herr, bitte hier herein. Du, wenn ich das gewusst hätte, dass wir hier rein sollen, hätte ich mir vorher noch mal die Füße abgetreten, was, Alfred? Herr Direktor Martens wird jeden Augenblick erscheinen. Nee, das ist nett von ihm. Ja, wirklich großartig ist das von ihm. Nicht schlecht, wa? Aha. Ach, ja. Warst du schon mal hier? Nee. Mensch, Alfred, du kannst doch hier nicht rauchen. Warum nicht? Na, guck dich doch mal um. Die Gardinen, die Teppiche, die Tapeten und dann der Qualm, der aus deinem Knösel aufsteigt. Herr Direktor Martens wird jeden Augenblick erscheinen. Du solltest dich ein bisschen in Acht nehmen, Hannes. Tag, Alfred. Tag, Grete. Wunderst dich gar nicht, dass wir hier sind? Nee, Warum nicht? weil ich mich über nichts mehr wundern kann, was von dir kommt. Und weil Herr Direktor Martens mir erzählt hat, dass du herkommen solltest. Er wird jeden Augenblick erscheinen. Weißt du eigentlich, was er von mir will? Nee, das hat er mir nicht gesagt. Er hat nur gesagt, Frau Pottmann, ich habe eine große Überraschung für Sie. Ihr Mann wird mich heute hier aufsuchen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dann hoffe ich, dass er sich anständig benimmt. Hast deine schiedigen Füße abgetreten. Er hat mir aber nicht gesagt, dass Alfred auch mitkommt. Nee, das war auch meine Idee. Wenn Martens mit mir als Betriebsratsvorsitzenden sprechen will, dann habe ich Alfred lieber als Zeugen dabei. Ich glaub aber nicht, dass er mit dir als Betriebsratsvorsitzenden sprechen will. Er sah nämlich aus, als wenn er einen im Sinn hätte, als wenn er sich was über was amüsieren würde. Ja, wir wollen hoffen, dass er sich auch noch amüsiert, wenn er zu wissen kriegt, was die Gewerkschaft nur an Forderungen aufgestellt hat. Was denn? 35-Stunden-Woche. 2 mal 4 Wochen bezahlten Urlaub im Jahr. 11% Lohnerhöhung bei einem Sommerbetrag. Mehr nicht? Wir haben ein Recht auf gutes Entgelt für gute Arbeit. Gute Arbeit. Mensch, Albrecht, du hast doch im Leben noch keine gute Arbeit abgeliefert. Wenn wir gutes Entgelt für gute Arbeit kriegen würden, dann brauchten Menschen wie ich nicht diese Demütigung zu ertragen, dass ihre Frauen den Dreck anderer Leute wegputzen müssen. Hannes, nur halt aber auf. Du weißt genau, wie gern ich hier arbeite. Und dass sie zu mir immer anständig und nett gewesen sind, ne? Ja, kann ja angehen, dass Frau Töpfermann nett und anständig zu dir war. Aber er, dieser spätkapitalistische, ausbeuterische, menschenverachtende... Hannes! Das ist doch wahr. Ja, das ist wahr, Hannes. Er war doch bloß der Chef von unserer Werft, weil er sie geerbt hat von seinem Vater. Und er war auch bloß Chef, weil er sie von seinem Vater geerbt hat. Ne? Und der hat sie auch geerbt von seinem Vater, von ihm da. Guck an. Aber nun weiß keiner, wer der neue Chef der Töpferwerft wird. Nee, weil Professor Töpfer keine Kinder hatte. Nur, die werden schon einen finden, der unsere Werft an den Chefsessel erben kann. Irgendwo werden sie wohl ausgraben, so ein Döskopf von Onkel oder Neffen oder Vetter oder was weiß ich. Ja, sag mal, was geht dich denn das an? Ich muss für ihn arbeiten, für diesen Döskopf. Ja, ich auch. Was? Ich muss auch für diesen Döskopf arbeiten, hier bei ihm im Haus. Naja, das ist doch die Demütigung, die ich meine. Das verstehe ich gut, Hannes. Vielleicht haben Sie ihn ja schon gefunden. Den Döskopf? Chef durch Erbschaft. Erbschaft und angeborene Privilegien. Das ist doch alles, was Sie in die Waagschale zu werfen haben. Alfred und ich, wir arbeiten zusammen mehr als 50 Jahre auf der Töpferwerft. Aber macht man uns deswegen zum Chef? Nee, natürlich nicht. Du als Chef. Ja. Die suchen Land auf und Land ab, bis sie so den richtigen Dussel gefunden haben. Ach, Hannes, so halt aber auf. Ja, recht hat er doch. Ja, doch mal. Ich mach mich ja wieder an meine Arbeit. Nein, bitte bleiben Sie hier, Frau Pottmann. Guten Tag, meine Herren. Das ist Alfred Heinsen, vielleicht kennen Sie ihn ja. Natürlich. Er nimmt auf meinen Wunsch an diesem Gespräch teil. So, und warum? Als Zeuge. Er hat also ein Recht, hier zu sein. Wenn Sie meinen, Herr Pottmann. Mich brauchen Sie denn wohl nicht mehr, nicht? Sie werden hier dringend gebraucht, Frau Pottmann. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja. Also, Herr Pottmann... Ich wundere mich, dass ich zu diesem Gespräch ausgerechnet hierher kommen musste. Ich konnte Herrn Professor Töpfer nie leiden.
Natürlich hat es mir leid getan, als ich von diesem Flugzeugabsturz hörte. Aber mit den Forderungen, die unsere Gewerkschaft aufgestellt hat, wollen wir das nicht in einen Topf werfen. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Herr Pottmann, ich bin nicht hier, um über gewerkschaftliche Forderungen zu reden. Aber Sie wissen, worum es uns geht. 35-Stunden-Woche. 2 mal 4 Wochen bezahlten Urlaub im Jahr. 11% Lohnerhöhung bei einem Ich weiß. Der Chef hat mit Ihnen über unsere Forderungen gesprochen. Herr Professor Töpfer sprach noch vor einigen Tagen mit mir darüber. Also, vor dem Flugzeugabsturz. Oh Gott, natürlich. Herr Professor Töpfer war sehr beunruhigt über die neuen Forderungen. Das kann ich mir vorstellen. Herr Professor Töpfer missbilligte die Forderungen. Ach nee. Er missbilligte vor allen Dingen den herausfordernden und aggressiven Ton, in dem solche Forderungen neuerdings von der Gewerkschaft und von unserem Betriebsrat vorgebracht und vertreten werden. Ich lach mich tot. Hannes. Eine etwas unpassende Bemerkung in diesem Zusammenhang, meine ich. So, meinen Sie? Herr Professor Töpfer war bestürzt über die Streikdrohung der Gewerkschaft und über den Mangel an Verhandlungsbereitschaft auf der Gegenseite. So, und was noch? Angesichts dieser Situation der Unmäßigkeit der Forderungen und der Streikdrohung also, sah Herr Professor Töpfer nur noch einen Ausweg. Was war das für ein Ausweg? Schließung. Nein. Was haben Sie gesagt? Schließung der Töpferwerft, Stilllegung des Betriebes, meine Herren. Mit dieser Art von Drohung kommen Sie bei mir aber nicht weit, Herr Direktor Martens. Die Töpferwerft kann sich die Erfüllung unserer Forderungen durchaus leisten und trotzdem noch Gewinn erzielen. Herr Professor Töpfer war nicht dieser Ansicht. Aber ich bin dieser Ansicht. Ich auch. Ja, das ist ja auch die Hauptsache. Und ich bleibe auch bei meiner Ansicht. Ja, der Herr Professor kann ja auch nicht mehr dagegen anstreiten. Der ist ja tot. Aber kommt wieder einer, der mit mir rumstreiten wird. Sie finden schon wieder einen neuen Chef und einen neuen Töpfer. Wahrscheinlich haben Sie schon gefunden, haben Sie doch, oder? Ja, haben wir. Siehst du, Alfred, was habe ich dir gesagt? Und Chef, der wird einfach ausgewechselt. Da wird nicht lange gefragt, was er ist, was er kann, was er gelernt hat. Der wird einfach Chef. Bist du nun fertig? Lassen Sie ihn, Frau Pottmann, sein Zorn ist ja nicht unberechtigt. Erbschaft. Und der neue Besitzer. Neue Chef durch Erbschaft. Ich meine, der neue Besitzer der Töpferwerft. Wird er hier wohnen? Hier im Haus, meine ich. Ich habe das noch nicht besprochen mit ihm und seiner Frau. Ach, hoffentlich hat er eine nette Frau. Doch, die hat er, das weiß ich genau. Wissen Sie, ich möchte nämlich gern hier weiterarbeiten. Das liegt ganz bei Ihnen, Frau Pottmann. Würden Sie mir nun endlich sagen, warum ich hierher kommen sollte? Selbstverständlich, Herr Pottmann, bitte. Verzeihen Sie, wenn ich zu langatmig war. Also? Wie Sie alle wissen, hinterlässt das Ehepaar Töpfer keine Kinder. Herr Professor Töpfer hatte auch keine Geschwister. Der nächste Verwandte ist ein sehr entfernter Vetter. Alfred, was habe ich dir gesagt? Die finden so einen entfernten Vetter, der so einen dusseligen Dös kommt. Hannes! Ach, das ist doch wahr. Vor etwa 100 Jahren wanderte ein ziemlich hitzköpfiges Mitglied der Familie Töpfer nach Holland aus. Ein Bruder übrigens des Gründers der Töpferwerft. Das Testament von Herrn Professor Töpfer sieht nun vor, dass dessen Urenkel der nächste Anwärter auf den gesamten Familienbesitz ist, die Werft und das private Vermögen. Dieser Urenkel, der kommt nun demnächst hier an und... Nein! Er ist schon hier. Herr Direktor Martens, wer ist der neue Chef der Töpferwerft? Dreimal dürfen Sie raten, Herr Pottmann, dreimal. Und Sie auch. Hans, hast du nicht mal von deinem Urgroßvater erzählt? Ist der nicht ausgewandert nach Holland? Nach Holland? Ja, nach Holland. Wollen Sie damit sagen... Ja, das will ich. Oh Gott, Hannes, du bist ja oh Gott. Was, ich? Hannes! Oh, ich doch nicht. Doch, Herr Pottmann, Sie. Du bist der Urenkel! Oh Gott, Hannes. Oh Gott, Hannes. Was, ich? Nee. Nee. Soll ich Ihnen etwas zu trinken kommen lassen, Herr Generaldirektor? Schön schied sowas. Nach allem, was ich über die Chefs und über die Töpfers und über die oberen 10.000 gesagt habe. Dann muss mir sowas passieren. Ja, ist komisch, Hannes. Komisch kann ich das nicht finden, Karl. Ganz und gar nicht. Und
Die Sache ist ganz klar. 100%ig, Alfred, da predigt kein Pastor was von weg. Alles, was ihr hier seht, das ist alles meins. Du, guck mal, Martens sagt, du, guck mal, der Alfred, das ist ein lieber Mann. Ich denke, dein Urgroßvater. Alfred, das ist der Bruder von meinem Urgroßvater, gemalt von Liebermann. Ach, so ist das. Jo. Das ist nicht schlecht, ne? Der Generaldirektor hat geläutet. Ja? Hannes, er redet mit dir. Nee, ich hab nicht geläutet. Dieser Herr läutet fortgesetzt. Ich? Wieso? Mit dem Ellbogen. Hä? Ach so. Pardon, Verzeihung. Wäre das alles, Herr Generaldirektor? Ja, alles. Gehen Sie, Mann. Hören Sie auf, mich so dumm abzuquatschen. Herr Generaldirektor? Ich heiße Pottmann und dabei bleibt das. Verstanden? Sehr wohl, Herr General. Sie machen keinen Feinpinkel aus mir. Sie nicht. Und die anderen auch nicht. Verstanden? Jawohl, Herr General. Pottmann heiße ich. Jawohl, Herr Pott. Und ich bin kein Herr, ich bin Kollege. So ist das. Sehr wohl, Herr Kohl. Na, was ist? Sehr wohl, Kollege Pottmann. Ja, also. Sehr wohl, sehr wohl. So was muss mir passieren. Was hat Martens dir erzählt? Tja, er hat mich überzeugt, Karl. Was heißt das? Er hat mich davon überzeugt, dass ich nur an der Reihe bin. Ich habe das testamentarisch verfügte Recht auf das Eigentum an der Töpferwerft. Und ich heiße Pottmann, weil mein Urgroßvater seinen Namen von Töpfer in Pottmann abgeändert hat, als er nach Holland auswanderte. Ach, so ist das. 30 Jahre bin ich nun Arbeiter gewesen auf der Töpferwerft. Und nun fällt sie mir zu als mein Besitz. Und davon hat Martens dich überzeugt? Nee, Karl. Ich habe gesagt, er soll es behalten. Nee, ja. Er soll den ganzen Kram behalten, habe ich gesagt. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, was ich mein Lebtag von Erbschaften und angeborenen Privilegien gehalten habe. Dass ich nichts als Verachtung für die Kapitalisten gehabt habe, mein Leben lang. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, dass ich meine Prinzipien nicht auf den Kopf stellen werde, bloß wegen so einem kleinen bisschen Erbschaft. Klein bisschen ist gut, du. Ist allerhand, was du ihm gesagt hast. Und was hat Martens gesagt? Er hat gesagt, lassen Sie sich Zeit und überlegen Sie in Ruhe, was Sie tun. Aber da gibt es nichts zu überlegen. Gar nichts. Ich weiß nicht recht, du. Ich habe zu Martens gesagt, ich gehöre zu meinen Kollegen. Ich denke und fühle und arbeite für meine Kollegen. Ich bin und bleib einer von meinen Kollegen. Das hast du gesagt, Hannes? Tja, Karl. Tja. Und was sagt deine Frau dazu? Grete, Ja. Was sagt deine Grete dazu? was gemacht wird, bestimme ich. Tja, das ist doch komisch, ne? Was? Ja, solange wie ich denken kann, ist deine Grete hier Putzfrau gewesen. Du, Alfred, das Wort Putzfrau mag ich aber nun gar nicht hören. Hast du aber selbst immer gesagt, dass sie das wäre. Ja. Hör gut zu, Karl, dass du es auch richtig verstehst. Grete ist 3-mal in der Woche hierher gekommen und hat Frau Töpfer geholfen. Sie mochte Frau Töpfer sehr gern, ist das klar? Ganz klar, Hannes. Richt dich doch bloß nicht so auf. 3 Tage in der Woche hat deine Grete hier geholfen, weil sie Frau Töpfer so gerne mochte. So war das. Wenn sie will, kann sie nun hier bleiben. 8 Tage in der Woche. Daraus wird nichts. Und das bestimmt Hannes. Er ganz allein. So ist das, Karl. Seit Grete und ich verheiratet sind, haben wir am Hafendamm Nummer 5 gewohnt. Ein bisschen weit ab von der Werft, ne? Und für meinen Geschmack ziemlich dicht beim Gaswerk. Naja, du sollst da ja auch nicht wohnen, aber wir bleiben da wohnen. Mitten zwischen den kleinen Leuten. Und was sagt deine Grete dazu? Grete ist die Letzte, die sich gegen Hannes Prinzipien stellt. So ist das, Karl. Und, was sagt denn deine Tochter Leni dazu? Ich hab dir schon mal gesagt, was gemacht wird, bestimme ich. Was ist los? Herr Kollege Pottmann hat geläutet. Nee, hab ich nicht. Es hat aber geläutet. Draußen, Herr. Und es läutet immer noch. Hier hat kein Mensch geläutet, oder? Nee, hier hat keiner geläutet. Das Knie dieses Herrn berührt wieder einen Klingelknopf. Mein Knie? Ach so, pardon, Verzeihung. Verdammt nochmal, Alfred, pass doch mal ein bisschen auf. Ja. Wie viele Klingeln gibt es hier denn? Viele. Sehr viele sogar. Wegen der Bequemlichkeit. Herr Professor Töpfer pflegte zu sagen, dass... Sie könnten uns eigentlich was zu trinken bringen, Herr... Meier mit EI. Herr Meier. Kollege Meier klingt besser, Hannes. Ich fürchte, es ist kaum etwas zu trinken da. Na, nu. Der verstorbene Herr Professor Töpfer lebte sehr enthaltsam.
Ich glaube, es ist nur ein wenig Sherry vorhanden. Sherry. Machst du sowas? Wir haben leider keine Wahl. Nur Sherry. Eine halbe Flasche. Ja. Ne? Du, worüber sprachen wir noch, als Alfred nach dem Butler bümmelte? Ach, Mami, dafür können wir uns doch einfach einen Innenarchitekten nehmen. Das wird zwar ganz schön teuer, aber darauf kommt es jetzt ja nicht mehr an. Oh, hallo, Papi. Ich wusste gar nicht, dass du auch hier bist. Ich wusste ja auch nicht, dass du hier bist, mein Dear. Oh, die Gardinen hier und die Tapeten, die sind ja fürchterlich altmodisch, finde ich. Das finde ich aber gar nicht, mein Kind. Oh, Tag, die Herren. Tag, Grete. Tag, Leni. Ach ja, schönen guten Tag auch. Die Tapeten hier, die sind nämlich aus England. Der Urgroßvater von Professor Töpfer, der hat diese Tapeten persönlich aus London mitgebracht. Was du alles weißt. Ja, Nick, ich habe mich für diese Dinge interessiert, schon immer. Guck mal, Leni, das hier, das ist eine Ikone aus St. Petersburg, Russland, 17. Jahrhundert. Und die Leuchter hier, die heißen Girandolen, die sind aus Venedig. Ganz wertvolle Stücke. Klasse, Mami. Und guck mal hier, reiner Jugendstil. Ja, du nicht. Tiffany, New York. Und guck mal hier. Nein! Oh Gott, nochmal, das steht doch nicht hier, der so durchkommt, wie du sein stinkerigen Knösel da ausklopft. Ach so, pardon, Verzeihung. Ich wusste gar nicht, dass ihr beiden auch hierher kommen wolltet. Oh, Papi. Was? Papi, mich riecht das hier alles ganz fürchterlich auf. Oh, Papi bist du, hast du Vater und Mutter zu uns gesagt. Oh, Papi. Oh, Papi. Es ist, als ob alle Träume, die ich jemals träumte, auf einmal Wahrheit geworden sind. Nee, mein Dear. Meine Träume haben mit diesem Prunk- und Protzkram nichts zu kriegen. Hier, eine Majolika-Schale. 18. Jahrhundert. Wirklich? Du verstehst da wirklich viel von, Grete. Naja, als ich hier zu arbeiten anfing, da war ich noch ein ganz junges Mädchen. Da habe ich ihn noch gar nicht gekannt. Ach, du Glückliche. Und Frau Töpfer, die hat mir alles erzählt von diesen Dingen. Und Mami hat mir denn immer alles erzählt. Oh, Papi, findest du das denn nicht wunderbar, hier zu leben? Nee, Und warum nicht? weil ich nicht will. Wieso nicht? Ich will hier nicht leben, weil ich hier nicht leben mag. Also das soll nur einer verstehen. Ich kann hier nicht leben, weil ich damit alles anerkennen würde, was ich bis nun bekämpft habe. Und wo willst du leben, Papi? Er will da leben, wo er schon mehr als 25 Jahre gelebt hat. Am Hafendamm Nummer 5, schön dicht beim Gaswerk. Als Generaldirektor kannst du doch nicht am Hafendamm wohnen. Richtig, aber ich muss ja auch kein Generaldirektor werden. Vater, das kannst du uns doch nicht antun. Natürlich kann er das. Mami, lass nicht zu, dass er uns das antut. Ich kann die Erbschaft ausschlagen. Nee. Gibt Leute, die haben das gemacht. Ja, die haben bestimmt nicht so dick beim Gaswerk gewohnt wie wir. Oh, Herr Meier, nein. Das ist das beste Kristall, was wir im Haus haben. Ja, gnädige Frau, ich weiß. Mami, gnädige Frau, hat er zu dir gesagt? Ja, also diese Gläser nehmen wir nicht. Sie waren ein Geschenk aus Brüssel für den Urgroßvater von Herrn Professor Töpfer. Wir nehmen die einfachen Gläser, die billigen. Sehr wohl, gnädige Frau. Nix, komm, wir nehmen diese Gläser. Nein! Ich glaube zwar nicht, dass wir was Besseres sind als die anderen, mein Herren, aber schlechter sind wir auch nicht. Komm mal, Phil. So ist das alles. Bravo. Du kannst Alfred doch nicht so ein Glas in die Hand drücken. Das ist doch kaputt, ehe du... Du halt aber auf, Grete. Trinken kann ich. Na, Guck mal. Was habe ich gesagt? Nicht mal das kannst du richtig. naja, dann Prost miteinander. Wo zum Wohle? Zum Wohle, Papi. Mami? Ja, Alfred, stell das Glas hin. Nicht so an die Kante. So, das war dann auch das erste und das letzte Mal, dass ich hier was getrunken habe. Warum? Weil ich mich nur auf die Socken mache und von hier verschwinde und das für immer. Das muss ich sagen. Du stehst zu deinen Prinzipien. Ich bewundere dich, Hannes. Ja, ich wundere mich auch. Ach, das meinst du doch nicht im Ernst, nicht, Papi? Es gibt nicht viel solche Männer wie Hannes, sich so eine Chance aus der Nase gehen zu lassen. Mami, er wird seine Meinung doch noch ändern. Er ist ein Kerl, ein toller Kerl, wahrhaftig. Jawohl, das ist er. Doch. Und nun lass uns gehen und ihr beiden kommt auch gleich mit. Natürlich. Was sollen wir auch noch hier? Wo Vaters Entscheidung gefallen ist, ging das alles hier. Und immer ist mein Hannes für die anderen da. Das kann keiner abstreiten, Grete. Für seine Kollegen tut Hannes alles. Oh, für seine Verwandten aber auch.
Verwandten? Ja, für deinen Bruder Paul zum Beispiel. Was soll das? Ja, ich weiß, wir haben deinen Bruder Paul und seine Frau Beate schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das kommt wohl, weil sie sozial so ein bisschen über uns stehen, nicht? Mutter! Sozial über uns? Was soll das heißen? Wir haben sie nicht gesehen, weil ich sie nicht sehen will. Und trotzdem stehen sie sozial über uns. Und sie werden auch noch bald viel höher über uns stehen. Wieso das? Weil dein Onkel Paul, mein Kind, weiter gleich nach deinem Vater an der Reihe ist, das alles hier zu erben. Laut Testament. Nee. Doch, mein Kind. Mami, das kann er uns nicht antun. Oh, doch, mein Deren, für seine Verwandten tut Vater alles. Das halte ich nicht aus. Und darum wollen wir nur auch gehen. Und das hier alles wollen wir ganz schnell wieder vergessen. Komm. Wollen wir nun auch gehen? Ja, das lass uns machen. Dann komm an, Hannes. Du, was hat Grete da eben gesagt? Sie hat gesagt, wenn du die Verdammt nochmal, ich habe gehört, was sie gesagt hat. Ja, was fragst du? Ach, Sag mal, Hannes, dein Bruder ist gleich nach dir an der Reihe, laut Testament. oh Mann, du. Seine Frau, das Weibsbild soll hier wohnen. Die würde sich doch aufpusten, dass sie bloß noch schweben würde. So hoch. Lass sie schweben, Hannes. Was geht uns das an? Das Weib in diesem Haus, also das ein Witz ist das, Karl. Ich kann dir noch einen Witz erzählen. So, Ich kann dir sagen, wer nun dein Chef wird. so. Ich kann dir sagen, wer sich nun im Chefsessel der Töpferwerft breit machen wird. Mein Bruder Paul. Ja. Paul, mein Chef. Ja. Und ich für ihn arbeiten, was? Ja. Nee. Nee und nochmals nee. Hans, was ist denn nun? Kommst du denn nun nicht? Paul, mein Chef. Willst du denn nun nicht mit nach Hause, Papi? Herr Meier? Wenn die Herrschaften etwas trinken möchten, müsste ich vorher einkaufen gehen. Wer hat sie gerufen? Es bimmelt da draußen. Alfred! Ach so, pardon, Verzeihung. Schluss, du, hier wird nichts mehr getrunken. Raus. Raus, habe ich gesagt. Mein Mann meint, dass hier niemand etwas zu trinken wünscht im Augenblick. Ich verstehe. Hannes, wie kannst du dich so aufführen in deiner Position? Position? Ja, als Betriebsratsvorsitzender musst du ja auch ein Vorbild sein, oder? Ja, was soll das Personal denken? Ist mir doch wurscht, was das Personal von mir denkt. Ah, das würde ich an deiner Stelle aber nicht so laut sagen, Hannes. Und das Personal bekommt ja nun bald einen anderen Chef, nee? Onkel Paul, ja. Da sprechen wir gerade drüber. Du hast gesagt, dass dein Bruder nicht unser Chef werden soll. Habe ich, ja. Und du hast gesagt, deine Schwiegerin Wenn nicht. meiner Frau das nichts ausmacht, dass Beate hier an die Regierung kommt, dann kann es mich nicht kratzen, wenn Paul mein Chef wird. Du verstehst überhaupt nichts mehr. Ja, ihr alle zusammen, ihr kennt eben Hannes Pottmann noch nicht. Einen Augenblick lang habe ich gedacht, dass er umfällt. Siehst du nur, dass ich auch bloß ein Mensch bin. Aber zum Glück bin ich wieder zur Vernunft gekommen. Ist doch egal, wer unser Chef wird. Oh, und ist ja auch ganz egal, wer die Frau vom Chef wird, nicht? Ja, das kommt bloß drauf an, dass wir das bleiben, was wir immer gewesen sind. Kollegen. Ich werd verrückt. Mein Entschluss ist richtig. Auch wenn mein Bruder mich piesacken wird, so doll er bloß kann. Was kann er uns anhaben, solange der Betriebsrat besser ist als er? Und das sind wir, verdammt nochmal. Du bist ihm doch überlegen, Hannes. So ist das, Hannes. Ich meine, das ist ja nicht, dass ich hier nicht den Dreck wegmachen will. Für meine Schwägerin Beate nicht, wirklich nicht. Macht mir überhaupt nichts aus. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Paul nur im Chefsessel sitzt und du musst zu ihm rein in sein Chefbüro, tja, was hast du dann noch für Möglichkeiten? Er sitzt da und hat die Macht. Und du stehst vor ihm mit deinen Forderungen und der Mütze in der Hand. Oha. Wenn du an seiner Stelle wärst, ja, du könntest es dir leisten, mit deinem Betriebsrat zusammenzuarbeiten als Chef. Die Herrschaften haben geläutet. Nee, das war Mami. Nee, Frau? Herr Meier, ich könnte mir vorstellen, dass hier doch noch etwas zu trinken gewünscht wird, in Kürze. Sherry? Ja, meinetwegen. Gern gefahren. Du, Grete, ich glaube, ich habe dich eben nicht richtig verstanden. Weil ich noch was zu trinken bestellt habe. Ich hab verstanden, was deine Frau meint, Hannes. Du hast meine Frau nicht eben was gesagt von Chef werden? Ja, Papi hat sie. Und sie hat das auch so gemeint, Hannes. Wenn du die Erbschaft annehmen würdest. Dann wäre ich Chef.
Ein Freund der Arbeiter an höchster Stelle. Ja, ich hätte Verständnis für meine Leute, für ihre Sorgen und ihre Nöte und für ihre Forderungen. 35-Stunden-Woche, 2 mal 4 Wochen bezahlten Urlaub im Jahr, 11% Lohnerhöhung bei einem Sockelbetrag. Wunderbar, stellt euch das vor. Oh, ich stell mir das vor. Das ist eine wunderbare Idee, Hannes. Wenn ich das denn nun offiziell aussprechen darf. Kollege Pottmann, es ist deine Pflicht, die Erbschaft anzunehmen. Ja, aber meine Prinzipien. Das oberste Prinzip ist doch wohl, deinen Kollegen zu helfen. Jawohl, deinen Kollegen zu helfen und uns voranzubringen. Das kann ja heiter werden. Das meine ich aber auch. Frau? Herr Meier. Sagen Sie mal, Meier, stehen Sie immer hinter der Tür und horchen? Ich verstehe nicht. Ja, weil Sie gleich in die Tür fallen, wenn meine Frau mal klingelt. Diese Klingeln arbeiten elektrisch, Kollege Pottmann. Und das bedeutet, dass sie schnell arbeiten. Also, das ist Herr ja Meier, was- würden Sie bitte so freundlich sein und jedem noch mal einschenken, ne? Aber gerne. Danke, Herr Meier. Danke, Herr Meier. Mami? Ja? Mami, kann ich das kleine blaue Zimmer oben im Westflügel des Hauses bekommen? Also nur schlechts 13. Nee, du kriegst die kleine rosa Stube. Habe ich auch schon mit Herrn Meier besprochen. Sehr wohl, Frau. Das ist eine kleine nette Stube. Da fehlt nur noch eine Lampe am Bett. Aber das habe ich schon mit Freitag beschnackt. Freitag? Ja, das ist der Elektriker. Ist eine Kleinigkeit, hat er gesagt. Ich freue mich. Ich freue mich. Ja, und mit Thomsen muss ich noch sprechen. Thomsen? Ja, das geht um Verbesserung oder eventuelle Erneuerung der Heizungsanlage. Gibt aber keine Komplikation. Mit Sicherheit nicht, Herr Meier, ne? Mit Sicherheit nicht, gnädige Frau. Und Paulsen wollte ich noch anrufen. Wer ist denn wollte Paulsen? Das ist der Tischler. Sein Sohn interessiert sich für unser Haus. Haus? Ja, er will unser Haus kaufen. Das am Hafendamm, Papi. Er kommt morgen mit seiner Frau und guckt sich das alles an. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Ja, Herr Meier? Gnädige Frau, werden diesen Haushalt musterhaft führen. Danke, Herr Kollegen Meier. Das und ist Kolleginnen, wir sind durch den Zufall auf eine Idee gekommen, die einmalig ist. Die Arbeiter, angeführt von Hannes Pottmann, kommen mit ihren Sorgen und Nöten und Forderungen zu ihrem Chef. Und wer ist Ihr Chef? Hannes Pottmann. Wunderbar. Einmalig. Ja, da kann nichts schief gehen. Da lass uns drauf trinken. Ja, auf alles, was wir heute Vormittag zu Wege gebracht haben. Auf den Chef. Auf die Frau vom Chef. Auf die Zukunft. Mami? Ein wunderschöner Tag. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Hannes. Alfred. Verdammt nochmal. Wie soll ich mich bloß daran gewöhnen? Vater und Opa, du sollst dich noch wundern. So wahr ich Hannes Pottmann bin, dir will ich das zeigen. Ich bin nur bei
Entschuldigung, die Frau. Oh, bitte, bitte, Herr Meier. Aber ich hab Vorfahrt. Schwere Arbeiten, die Frau. Ja, das mögen Sie wohl sagen. Aber wissen Sie, solche Teppiche werden heute auch gar nicht mehr hergestellt. Gucken Sie mal, wie der gearbeitet ist. Herrlich, nicht? Herrlich. Herrlich, die Frau. Ja, das mögen Sie wohl sagen. Sag mal, was machst du denn da unten, Grete? Was ich mache? Ich suche Ostereier. Was meinst du nur wohl, was wir hier machen? Herr Meier, das langt erstmal für heute. Jawohl, die Frau. Es langt. Ja, aber sieht ja auch schon viel besser aus, nicht? Ja, für eine schwarze Büchse ist das nicht. Nein. Nicht? Und ich habe immer gedacht, das gibt's heutzutage Maschinen für diese Art Arbeit. Hannes, das ist ein echter Teppich, handgeknüpft. Wenn ich mir erlauben darf, herrlich handgeknüpft. Ja, aber das ist doch kein Grund. Für mich ist das ein Grund, ihn nun auch von Hand sauber zu machen, auf den Knien. Jawohl, die Frau. Und für mich auch. Ja, danke, Herr So. Meier. Darf ich den Herrn Generaldirektor fragen, ob meine Dienste noch benötigt werden, drüben in der Sitzung? Ja, das Bier ist alle, Herr Meier. Sehr wohl. Alfred Heinzen möchte gerne noch eine Flasche Bier trinken, bevor er geht. Ja, sofort, Herr Generaldirektor. Grete, das war die beste Sitzung, die wir jemals gehabt haben. Ihr habt doch jedes Mal die beste Sitzung, die ihr je gehabt habt. Nee, wirklich. Ja, auch kein Wunder. Solange du auf alle ihre Forderungen eingehst, mögen sie dich richtig gern leiden, ne? Nee. Sie mögen mich gern leiden, weil wir immer wieder zu einem vernünftigen Kompromiss kommen zwischen Management und Arbeitnehmerschaft. Kompromiss. Jawohl. Jawohl. Du bist einverstanden, mehr zu bezahlen und sie haben denn gar nichts dagegen, dass sie dafür noch weniger arbeiten müssen. Kompromiss. Also, Grete, ich habe am allerbesten Willen nicht den Nerv, mir das noch länger anzuhören. Frau was? Den Nerv, nicht den Nerv. Hauptsache, ich hab den Nerv, mir das hier noch länger anzugucken. Hannes Pottmann, nicht den Nerv, nicht den Nerv. Mensch. Oh Gott, nee. Ich sehe ja wieder fürchterlich aus. Ich muss unbedingt mal zum Friseur. Für mein Gesicht muss ich auch mal was tun. Das haben wir wieder mal gut gemacht, Hannes. Der Chef von Ihnen? Ja, Kollegen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und wenn ihr was braucht, kommt alle her zu dem lieben alten guten Onkel Hannes. Wir bleiben, was wir immer gewesen sind. Kollegen, ja! Na, war's schön? Wunderschön. Du, Sie sind weggegangen wie die kleinen Kinder vom Kindergeburtstag. Und deine Geburtstagsgeschenke haben sie mitgenommen. Nee, Sie wollten nicht mehr haben als das, was ich auch immer haben wollte. Mehr Geld. Ja, mehr will ich eigentlich auch nicht. 35-Stunden-Woche, 2x4 Wochen bezahlten Urlaub im Und das Jahr. haben sie gekriegt? Jawohl. Direktor Martens war dagegen. Ja, weißt du noch, wie er sich immer angestellt hat? Die Töpferwerft kann sich die Erfüllung dieser Forderungen nicht leisten. Seit ich ihn rausgeschmissen habe, geht alles viel leichter. Und die Leute haben Vertrauen zu ihrem Chef. Ja, das wundert mich nicht. Ach, Grete, mein Hals ist fürchterlich trocken. Das wundert mich erst recht nicht. Du, ich bin zufrieden. Rundum zufrieden. Der Traum meines Lebens ist in Erfüllung gegangen. Glückliche Männer kehren glücklich heim zu ihren glücklichen Frauen. Die in glücklichen, hübschen Kleidern und mit glücklichen neuen Frisuren auf sie warten. Ist das nix? Du sag mal, Hannes, wie findest du eigentlich mein Kleid, was ich heute anhabe? Hübsch, Grete, hübsch. Ach, du meinst nicht, das ist ein bisschen zu gewagt? Überhaupt nicht. Ich freue mich, dass du mich leiden machst, Hannes. Nur ist doch klar. Die Frau? Ach, Herr Meier, ich könnte was zu trinken vertragen. In der Sitzung hatte ich so viel zu tun, dass ich nicht mittrinken konnte. Bedauere, Herr Generaldirektor, aber es ist nichts mehr da. Herr Kollege Heinzen hat auch noch die letzte Flasche geleert, bevor er ging. Saufbold. Hannes. Ach was, Alfred Heinzen hat doch mindestens 8 Flaschen Bier getrunken. Oh, dann ist er bestimmt noch viel glücklicher als sonst zu seiner glücklichen kleinen Frau nach Hause gekehrt, nicht? Trete! Herr Meier, ich habe eine Flasche Bier für den Herrn Generaldirektor beiseite geschafft. Sehr wohl, die Frau. Sie finden sie ganz hinten in der Speisekammer, hinter dem Hundefutter. Sehr wohl, die Frau. Stellen Sie sie sehr schön kühl
für den Herrn Generaldirektor. Ja. Und servieren Sie sie ihm, wenn er eine kleine Verschnaufpause macht. Beim Umgraben unseres Gemüsegartens. Gemüsegarten? Ja, ich meine die 1000 Quadratmeter, wo du im nächsten Jahr das Frischgemüse für uns anbauen willst, Hannes. Ich? Vergiss nicht, den Gärtner hast du rausgesetzt. Ich habe ihn nicht rausgesetzt. Er wurde umgeschult. Er tut jetzt eine vernünftige Arbeit auf der Werft. Schön, dann tust du vernünftige Arbeit im Garten. Ja, aber nun. Und wenn du damit klar bist, die Rosen müssen zurückgeschnitten werden. Und das Werkzeug? Findest du alles im Schuppen. Und der Schuppen? Steht im Garten. Und der Garten? Der Garten. Wenn du deine Gummistiefel angezogen hast, dann gehst du durch die Küchentür nach draußen. Und nach 200 Metern läufst du genau gegen den Schuppen. Also gut. Ich werde dir das zeigen. Ich werde da draußen umgraben, wie da noch nie umgegraben worden ist. Jawohl! Oh, schön, Hannes. Hannes? Ja? Und wenn du mit allem fertig bist, die immergrünen Gehölze müssen auch noch ausgeschnitten werden. Jawohl! Dann kannst du auch gleich noch ein bisschen Tannengrün mitbringen für die Weihnachtsdekoration. Aber wir haben doch noch gar kein Weihnachten, Grete. Nein, aber das wird bestimmt Weihnachten werden, bis du mit allem fertig bist, Hannes. Findest du mein Kleid, Hannes? Hübsch, Grete, hübsch. Der wird das noch nicht mal merken, wenn ich oben ohne rumlaufe. Verzeihung, Frau, draußen eine Dame, die Sie besuchen möchte. Was jetzt? Mensch, Herr Meier, ich kann mich so doch nicht sehen lassen. Soll ich sagen, dass die Frau nicht zu Hause Sie ist? dürfen mich melden, lieber Herr Butler. Frau Gertrud Heinsen. Was, wer? Ach, Trude, du! Ja, an wen hast du denn gedacht, Grete? Ja, ich hab eigentlich mehr am Blumenladen gedacht. Ach, wie nett von dir, hier so unvermutet aufzukreuzen. Ja, ich hab gedacht, ist doch viel netter, einfach mal so vorbeizukommen, ne? Ohne Anmeldung und so. Ja, viel netter. Ist der echt? Nee, natürlich nicht. Hübsch. Ja, das Kleid, was du da anhast. Oh, das freut mich, dass du das auch leiden machst, Grete. Guck mal. Ja, zeichnet sich alles deutlich ab. Was? Gut, alles so, ne? Ich gehe gern nach der neuesten Mode. Ich möchte gern ein bisschen was Flottes anhaben. Oh, dieses kostet bloß 300 Mark. Du, aber der Hut war viel teurer. Sag mal, habt ihr im Lotto gewonnen? Lotto! Grete, seit dein Hannes Chef ist auf der Töpferwerft. Seitdem ist das, als wenn wir jede Woche einen Hauptgewinn haben. Ja, Alfred verdient nun mehr, als wir früher zusammen hatten, als ich noch mitgearbeitet habe. Ach, du hast deine Arbeit aufgegeben. Natürlich. Alfred hat nur so viel freie Zeit, dass ich ihm zu Hause Gesellschaft leisten muss. Ja, das verstehe ich. Alfred hält sowieso nichts davon, dass Frauen arbeiten. Dein Alfred hält auch nichts davon, dass Männer arbeiten. Für die grobe Arbeit im Haus habe ich eine Frau. 4-mal in der Woche. Ihr Mann ist Lehrer. Dass der nicht bei Hannes Pottmann beschäftigt ist, das hätte ich mir denken können. Ja, aber einen Butler haben wir nicht. Nee? Noch nicht. Na, dein Alfred soll sich doch schämen. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich freue über deinen Besuch. Ja? Schade, dass Hannes dich nicht begrüßen kann, aber erst gerade beim Umgraben. Umgraben? Ja, unser Grundstück, das Anwesen. Er gräbt es um. Möchtest du eine Tasse Tee mit uns trinken? Oh, ja, gern. Ich kann meine Arbeit für 10 Minuten unterbrechen. Aus lauter Freude, dich zu sehen, Trude. Ja. Der Tee, gnädige Frau. Danke, Herr Meier. Du hast das gut. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich jemals ohne Butler klargekommen bin. Aber Herr Meier, wo sind denn die Häppchen? Bitte? Die Schnittchen. Die Sandwiches. Verzeihung, gnädige Frau, das Brot ist alle. Herr Meier, dann besorgen Sie doch was. Was? Ich hatte 2 Mark auf dem Kühlschrank gelegt.
Der Herr Generaldirektor hatte nicht das Recht, die einzustecken. Danke, Herr Meier. Bitte, Trude, dein Tee. Danke. Oh, das Geschirr gefällt mir, Grete. Du, wo kann ich mir das kaufen? In Dresden. Ich glaube aber, das Muster wird seit 1783 nicht mehr hergestellt. Also mir tut es ja so leid, dass ich dir keine Kaviarschnittchen anbieten kann. Aber das Brot ist alle geworden. Du, das macht nichts. Ich mach gar nichts essen. Nee, ich gucke ein bisschen auf meine Figur, weißt du? Schön. Nee, wirklich. Schön zu sehen, wie gut du aussiehst, Trude. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass ich noch nichts zum Anziehen gekriegt habe, seit Hannes das hier geerbt hat? Wieso? Ist er geizig? Sozial. Er schenkt alles weg. Och, ich hab mehr Kleider, als ich gebrauchen kann. Du kannst gern 2 oder 3 von mir abkriegen. Ja, ich hab sie bloß ein paar Mal angehabt. Danke. Ich tu's gern, Grete. Ja, danke, danke. Möchtest du noch Tee haben? Ja, danke. Bitte. Den ganzen Garten schlecht. Und dann über den guten Trevor und Hannes. Ich habe mich fürchterlich verletzt, Grete. Ja, was denn los? Zieh den Stiefel aus. Tag, Hannes. Du, diese verdammte Fork ist mir genau auf den Fuß gefallen. Ja, komm, zieh den Stiefel aus. Los, komm Du, her. sag mal, wo ist mein Bier? Ich glaube, das könnte mir nun gut tun. Aha. Entschuldige den Zwischenfall. Trude, ne? Ja. Na, wie geht es dir, Hannes? Gut, ja. Aber bis auf meine Verletzung. Ja. Und selbst? Danke, du, wirklich gut. Ja. Seitdem du Alfred Chef bist. Los und zieh doch aus. Ja, aber ich glaube, ich muss nur gehen. Sonst ist Alfred noch vor mir im Haus. Ja, nett, dass du mal vorbeigeguckt hast, ne? Und ich freue mich, wenn ich deine abgelegten Kleider kriegen kann. Vielen, vielen Dank, Trude. Und wenn deine Putzfrau dich mal im Stich lässt, dann sag mir mal Bescheid. In die Zeit kann ich immer noch abknapsen. Wiedersehen, Hannes. Dann habe ich doch auch mal ein bisschen Taschengeld, ne, Trude? Was war das eben? Abgelegte Kleider, Putzfrau, dann hat sie ein bisschen Taschengeld. Das ist ja komisch. Mensch, Meier! Herr Meier! Was für ein Bild, was? Herrlich! Jawohl, Herr Generaldirektor. Prost! Zum Wohl. Geht es Ihrem Fuß besser, Herr Generaldirektor? Ja! Meinst du den Fuß? Nee, schlechter. Viel schlechter, Herr Meier. Tut mir aber sehr leid, Herr Generaldirektor. Ja, schönen Dank. Schönen Dank, Herr Meier. Mir auch ein paar Mal. Ist mir doch wurscht, ob dir das leid tut oder nicht. Aber das Bier ist gut, wirklich. Großartig hat Trude ausgesehen, ne? In dem hübschen Kleid und mit dem entzückenden Hut. Hut? Ach, Hannes, du sag bloß, du hast den Botanischen Garten auf ihrem Dötz nicht gesehen. Nee. Ach, Mensch. Unsere lieben, guten Freunde, unsere Kollegen von damals, die waren genauso arm, wie wir jetzt sind. Ne? Also hast du jemals solche aufgedonnerte Personen gesehen? Grete. Solche überkandidelte Pude? Also ich verstehe nicht, was du dich so aufregen kannst. Nee, ich auch nicht. Oh, Hannes. Den Gemüsegarten hast du aber schnell umgegraben. Ja, nun. Wenn du dich nun nicht so fürchterlich verletzt hättest, dann könntest du morgen schon Kohl pflanzen. Du sagst es, Grete, Kohl. Kohl und nichts als Kohl. Was? Ich habe vorhin eine wunderbare Idee gehabt. Oh nein. Ja,
Da draußen liegen Tausende und Abertausende Quadratmeter von Land rum. Brach, ungenutzt. Sag mal, meinst du unseren Park? Unseren Park, jawohl. Da wächst doch nichts als Gras und Bäume. Als ich vorhin so dastand, auf meine Forke gelehnt und in die weite Landschaft sah, da kam mir die Idee wie ein Blitz, wie eine Vision. Die alten Bäume hauen wir um. Holz bringt einen guten Preis. Und auf den ganzen Grund lassen wir das wachsen, was Wert hat. Kohl! Weißkohl, Rotkohl, Grünkohl, Wirsingkohl, Rosenkohl, Blumenkohl. So weit das Auge reicht, nichts als Kohl. Schöne Aussichten. Bringt eine Menge Geld. Und das Geld wird investiert in die Werft. Denn da gehört mein Geld hin. Recht so. Und noch was, Grete. Der Liebermann da soll auch weg, verkauft werden. Ich will Opfer bringen. Jetzt ist es der Chef, der die Opfer bringt, nicht mehr der Arbeiter. Das ist mal wieder eine großartige Entscheidung von dir, Hannes. Nicht, Grete? Denk doch mal, wie viel Freude ich meinen Leuten schon gemacht habe. Aha. Ich denke an Trude und an ihren Hut. Ja. Und ich denke an Alfred und an seine freie Zeit. Ach, ich freue mich. Sollte sich freuen, dass ich hier so lange stillgehalten habe, Hannes. Grete! Was dir will ich das zeigen? Hier, guck mich an. Guck dir an, was ich für ein hübscher Anblick war. Für diese übertakelte Fregatte. Mensch, ich hätte sie umbringen können. Für ihren dösigen Schnack von den alten Kletagen. Aber Grete... Nix aber! Das Spiel mache ich nicht mehr mit. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Der Park da draußen, das ist dein Erbe. Und die Bäume in deinem Park, die sind 100 Jahre alt und älter. Begreifst du überhaupt, was das heißt? 100 Jahre? Och, nix, begreifst du gar nichts. Kohl willst du pflanzen. Grete! Und noch etwas, Hannes. Wenn es Trude Heinsen gut geht, weil Hannes Pottmann ihr so gerne Freude machen will, dann geht Grete Pottmann es von nu an auch gut. Vergiss deinen verletzten Fuß nicht. Ach so. Ich habe meine Prinzipien. Ich auch. Und mein Prinzip heißt, dein Geld ist auch für mich da und nicht immer bloß für die anderen. Und wenn der Liebermann da das Haus verlässt, mein lieber Mann, das soll dir leid tun. Was gemacht wird, bestimme ich. Und was ich bestimme, wird gemacht. Grete, das bin ich. Abend. Abend. Guten Abend, Herr Generaldirektor. Na du? Keiner da? Doch, sind alle da, Herr Generaldirektor. Aha. Wo sind Sie? Die Gnädige ist in ihrem Zimmer und Fräulein Helene ist im Musikzimmer. Im Musikzimmer. Ja, mit ihrem Transistorradio, Herr Generaldirektor. Ach, Herr Meier, ich könnte mich vielleicht daran gewöhnen, Herr Generaldirektor genannt zu werden. Aber bitte nicht jedes Mal, wenn Sie den Mund aufmachen. Sehr wohl, Herr General. Müssen bloß ab und an mal, Herr Meier. Jawohl, Herr General. Ne? Wenn es recht ist, Herr Meier. Natürlich. Okay. Achso. Post gekommen? Mhm. Ja. Wäre das alles? Ja, alles. Dankeschön, Herr Meier. Sehr wohl. Tch, sowas von Unhöflichkeit. Was ist denn das? Verdammt nochmal, also das ist ja wohl ein starkes Stück. Hallo, Papi. Du, Leni, sag mal, weißt du hier was von? Wovon denn, Papi? 4 Paar Damenschuhe. 999 Mark und 50. Sag mal, sind die aus Gold? Vielleicht. Ja? Ein Kleid. 2400 und jetzt aber bist du ganz und gar verrückt geworden. Ich? Wieso denn ich? Natürlich du, wer denn sonst? Stell doch mal das Ding da ab. Aber Papi, das sind doch Mamis Sachen, nicht meine. Mamis? Das soll ich bezahlen, was? Nein, Hannes, das bezahle ich. Ach nee. Wovon, wenn ich fragen darf? Von meinem Kleidergeld. Ah ja, von deinem Kleid.
Was sagst du da? Die verstorbene Frau Töpfer bekam von ihrem Mann ein Kleidergeld. Ja. Eine feste monatliche Summe. Ja. Und die sehr lebendige Frau Pottmann, wenn du von ihrem Mann ebenfalls ein Kleidergeld bekommen, eine feste und beträchtliche monatliche Summe. Das ist ja großartig. Ja, nicht? Das ist ja ein Ding. Was ist denn das? Wir danken herzlich für Ihre Einladung zum 17. Januar, die wir mit Vergnügen annehmen. Kapitän Hugo Wiegand und Frau, was nehmen die mit Vergnügen an? Deine Einladung, Hannes. Was? Die Einladung zu unserer Party, Papi. Party? Ja, Papi. Ich soll eine Party geben. Unbedingt für 20 oder 30 Leute, was? Oh nein, Hannes, so viel doch nicht. Oh, so viel nicht. Wie viel denn? Eingeladen haben wir 154. Na, 100? Ihr seid ja wohl verrückt geworden. Wozu haben wir einen Ballsaal, wenn wir keinen Ball geben? Du bist verrückt. Solange ich mit dem Werftarbeiter Hannes Pottmann verheiratet war, habe ich gewusst, was ich zu tun hatte. Du konntest dich immer auf mich verlassen. Und nun, wo ich mit dem Herrn Generaldirektor Pottmann verheiratet bin, will ich, dass du dich genauso auf mich verlassen kannst. Du sollst stolz sein auf mich, Hannes. Sie ist wirklich verrückt geworden. Bitte, Herr Meier. Gern geworden. Oh, ist das schön. Ja? Nee, Doch. ich bin platt. Oh, das freut mich. Du siehst ja aus wie die Frau aus dem Märchen. Was? Na, die von den Fischern meine ich. Das ist gut, nicht? Und genauso weit wirst du uns auch noch bringen. Genauso weit. Du, das nimmt kein gutes Ende. Auch die paar Mal. Paar Mark, guck dir das doch an. Hier 1000 Mark für Schuhe. Fast 2500 für ein Kleid. Was ist Leiden? Was? Das Kleid, Hannes. Was sind 2500 für den Fummel? Papi. Oh, Papi. Oh, Papi, ich freue mich doch so auf unsere Party. Party, ja. 154 Leute sollen mal ein Köhm und Bier saufen, bis ihnen das aus den Ohren wieder rausläuft. Köhm und Bier wollen wir doch nicht anbieten, Hannes. Was nicht? Nee, Papi, Champagner. Sag mal, was ist bloß in dich gefahren, Grete? Ja, ich will dir nur helfen, Hannes. Wir beide wollen dir nur helfen, Papi. Sieh mal, du gibst dir so viel Mühe, alles, was du hast, unter die Leute zu bringen. Und Leni und ich, wir helfen dir nun dabei, so gut es man irgendwie geht. Als du das alles hier geerbt hast, Papi, da bist du gleich angefangen, dir auszudenken, auf welche Art du das alles hier gerecht verteilen könntest. Ja. Und an jeden hast du gedacht, nur nicht an uns. Du ichst dann genauso von ihm ab wie du. Du bringst nicht bloß deinen, nein, du bringst auch mein Erbteil durch. Er würde sich im Grab umdrehen. Ja? Er hat seinen Lebtag gemacht, was er wollte und hat sich auch genommen, was er wollte. Aber jetzt bin ich an der Reihe und gebe das zurück an die, die es eigentlich verdient haben. Deine Kollegen? Du weißt, was ich meine. Wir sind auf der Welt, um den anderen zu helfen. Du, ich habe immer geholfen, wenn es nötig war. Aber so wie du alles ohne Sinn und Verstand deinen Kollegen nachschmeißt, so bekommen die bestimmt nichts, die es nun wirklich verdient hätten. Und darum, Hannes, weg mit dem ganzen Kram. Siehst du, Papi, Mami und ich, wir wollen dir nur helfen. Ja, Quatsch habe ich mir nur lang genug angehört. Aber was ist mit meinem Abendbrot? Ich habe Hunger. Tja, die Köche macht um 4 Feierabend. Was? Herr Generaldirektor geraten, die 35-Stunden-Woche einzuführen. Was soll das heißen? Dass Ja, ich... sag mal, was für die Leute auf der Werft recht ist, kann für die Leute hier im Haus doch nur billig sein, ne? Ich hab Hunger, Grete. Ja, du hab mal keine Angst. Du bekommst schon was, Naja, Hannes. ich kann ja vielleicht mal versuchen. Nein, Leni. Ich brauch doch das Überstundengeld. Ich muss mein Nerz ja noch bezahlen, ne? Überstunden für mein bisschen Abendbrot. Nerz. Nerz? Du hast hier wirklich was von Nerz gesagt? Ja, Papi, hat sie. Gut. Lini, Tatsache. Nerz-Dollar. 6.600 Mark. Ja, ist teuer, ich weiß. Wobei sie ist auch wirklich hübsch. Was? Wunderhübsch. Oh, verdammt nochmal. Oh, diese Frauen. Nee. Namt Hannes. Donnerwetter, Alfred.
Sag mal, was ist mit dir los? Ja, ich komme ein bisschen früher. Meine Frau wartet draußen im Wagen. Darum will ich mich auch nicht zu lange bei dir aufhalten. Um 8 müssen wir im Kongresshotel sein. Im Kongresshotel, so? Ja. Als Betriebsratsvorsitzender wollte ich dir bloß ganz kurz sagen, dass auf der Werft alles wieder in Ordnung ist. Das ist gut. Ja. Ich habe Ihnen gesagt, was du noch an Zugeständnissen machen wirst. Ja. Und dann hat sich auch eigentlich keiner mehr beklagt. Was sagst du? Ja, ehrlich nicht, Hannes. Da hat sich keiner mehr beklagt. Du kannst zufrieden sein, Hannes. Mensch, Alfred, die Leute aber auch. Ja, denk doch mal ein Jahr zurück, Hannes. Was dann noch für eine Unruhe unter den Leuten war. Und der Unfrieden auf unserer Werft damals. Ich weiß, Alfred. Ich war ja mit dabei. Ja. Und heute kein Wort mehr von Streik. Glückliche Menschen mögen gern arbeiten. Ja. Grete sagt, wenn sie zu glücklich sind, dann kriegen sie ihren Hintern nicht mehr hoch, bitte. Das stimmt ja nicht. In den Büros der Töpferwerft sind wir mit der Arbeit auf dem Laufenden. Trotz Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden. Allerdings wurde die Zahl der Beschäftigten in unseren Büros fast verdoppelt. Ja, das sag ich doch, Hannes. Glückliche Menschen, die Arbeit gefunden haben. Oh Gott. Ach, Hannes, wenn du hören könntest, wie gut die Leute von dir reden. Schön, das zu hören, Alfred. Und sie können das schon gar nicht mehr abwarten, dass du den Ehrendoktor kriegst. Quatsch. Ja, ehrlich, Hannes, keiner hat diesen Titel so verdient wie du. Braucht keinen Titel. Ach, Hannes, du hast den Ehrendoktor verdient. Mit deinen Verdiensten um die soziale Gerechtigkeit auf der Töpferwerft. Das sagen alle. So, Alfred, sagen Sie das? Ja. Ja, nun wird das aber wirklich Zeit für mich. Nicht? Ich muss ja um 8 im Kongresshotel sein und dann will ich Trude auch nicht zu lange warten lassen. Nicht? Sag mal, was ist eigentlich los im Kongresshotel? Abendessen. Mit anschließendem Tanz. Ja, von den Mitarbeitern veranstaltet. Ach so. Ja, Hannes, wir hätten dich ja auch gern eingeladen, nicht? Aber wir wissen ja, du hast keine Zeit für sowas. Nicht? Hannes, bis morgen denn. Alfred, ich freue mich, dass alles so gut läuft. Ich auch, Hannes. Junge. Ja, Alfred. Karl? Der ist ja noch vornehmer geworden als du. Ja. Nun wird das aber wirklich Zeit für mich. Geh her, bis morgen. Tja, tschüss. Tschüss, Alfred. Mensch, Karl, das ist aber eine Überraschung. So, hast du nicht gewusst, dass ich komme? Nee, Hat Leni dir also nichts gesagt? Leni sagt mir nicht viel. Wir wollen ein bisschen ausgehen. Ja, ich weiß. Das Abendessen im Kongresshotel mit Tanz und so, nicht? Nee, das nicht. Nicht? Wir mögen so eine Massenveranstaltung nicht. Naja. Ich habe einen Tisch bestellt für 3. Restaurant Bellevue. Restaurant Bellevue, bitte, Karl. Tisch für 3. Ja, Leni, deine Frau Grete und ich. Wir wollen ein bisschen was essen. Bisschen was essen. Ihr 3. Tja, ich habe vorgeschlagen, dass du auch mitkommen sollst. Aber deine Frau meinte, du hättest keine Zeit. Und du wärst abends auch viel zu müde, um auszugehen. Ja, das bin ich auch. Ich bin morgens der Erste im Büro und abends der Letzte. Ja, du bist ein Vorbild, Hannes. Wenn ich abends nach Hause komme, dann liegt der Tisch ja auch noch voll von Briefen und Rechnungen. Wirklich, ein großes Vorbild bist du. Alfred Heinzen ist mit dem zufrieden, was wir erreicht haben. Wir alle können zufrieden sein. In der Verwaltung haben wir die Produktion verdoppelt. Nun müssen wir nur noch die Produktion im eigentlichen Werftbetrieb erhöhen. Vielleicht wäre es andersrum besser gewesen. Guten Abend, gnädige Frau. Darf ich Ihnen sagen, dass Sie fabelhaft aussehen? Darf ich Ihnen das Gleiche sagen, Herr Schaper? Karl. Grete. Ist was? Wie siehst du aus, Grete? Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du mich so leiden machst. Nee. Ach. Und die Ohrringe, gefallen die dir denn? Ja, die gefallen mir. Wirklich? Ja, wirklich. Oh, wie schön. Grüne Ohrringe habe ich mir schon immer gewünscht. Und du hast es ja. Oh, danke. Hannes, vielen Dank. Ah, von Smaragden habe ich schon immer geträumt. Smaragden? Du, Karl, hast du eine Ahnung, was so Smaragde kosten können? Viel Geld, Hannes, viel Geld. Du Trottel. Was ist denn hier los? Viel Geld. Hallo Karl, ich wusste
gar nicht, dass du schon da bist. Du siehst wunderbar aus, Leni. Gefalle ich dir? Fantastisch. Danke, Karl. Ich sag Mami Bescheid, dass wir gehen können. Mami, wir sind soweit. Kommst du? Ja, ich bin auch soweit. Oh, Mami. Mami, du siehst wunderbar aus. Umwerfend. Ja, nicht? Finde ich auch. Johannes, dann geh du mal zu Bett, ne? Wart mal nicht auf uns, das wird spät. Und du musst morgen ja so früh wieder hoch, ne? Hab ich noch nichts vergessen? Das habe ich Nee, nichts Besonderes, bloß eine Kleinigkeit. Was denn? Mein Abendbrot. Oh, Leni. Ich lauf schon. Johannes, natürlich. Du musst ja was essen, ne? Willst du nicht lieber noch ein Diamantendiadem antüdern? Meinst du? Ja, oder ein Brillantenkollier? Irgendwo findest du doch sicher noch ein kleines Plätzchen dafür. Ja, Hannes, mal sehen. Morgen ist ja auch noch ein Tag, ne? Grete, nimm diese verdammte Perücke ab. Wo soll ich das denn hinstellen? Stell dahin, Leni. Ja, so ist recht. Herr Meier, meine Stola, bitte. Gerne, Frau. Danke, Herr Meier. Mein Gott. Oh, Mann, wie klasse siehst du aus. Einfach klasse. Wirklich? Ganz, ganz toll. Gute Nacht, Papi. Ach so, ja, Nacht, Papi. Ja? Sag mal, hast du eigentlich einen Tisch bestellt? Natürlich. Ah, dann ist gut. Oh, 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 oh. Das ist nicht zu sagen. Bitte, Herr Generaldirektor. Ist ein Glas Milch und eine Knackwurst. Mein lieber Mann. Hallo, Papi. Ja. Weißt du noch nicht so recht, was du heute spielen willst? Fußball oder Hockey? Nee, eigentlich wollte ich schwimmen. Aber Kapitän Wiegand hat mich zum Segeln eingeladen, dann gehe ich segeln. Die sind für morgen und diese hier, die sind für übermorgen. Ich bin nun Mitglied vom Golfclub und vom Tennisclub. Und dein Vater habe ich gleich mit angemeldet. Oh, hauer. Ja, wird Zeit, dass er seine Gewohnheiten mal ein bisschen verändert, ne? Und das gilt auch für dich. Du solltest nicht morgens schon trinken. Du solltest überhaupt ein bisschen vorsichtig sein mit dem Trinken. Prost. Ich bin hier nur angeheiratet, aber du bist eine geborene Töpfer. Ich weiß. Du bist verwandt mit ihm da auf dem Bild. Ach so, das ist ja weg. Ich kann Vater nicht vergessen, dass er das Bild weggegeben hat. Das wäre sicher nicht passiert, wenn ich nicht so lange auf Reisen gewesen wäre, nicht? Ja. Ein halbes Jahr lang hast du dich in ganz Europa rumgetrieben. Ja, nicht? Wer hätte das gedacht, dass Grete Pottmann mal nach Wien, Paris, Nizza, Monte Carlo, Zürich und Genf reisen würde? Und das Bild, das ist weg. Oh, das kommt wieder. Ich habe dem Kunsthändler schon Bescheid gesagt. Oh, weiß Vater was davon? Nee, natürlich nicht. Aber er darf seine Vorfahren genauso wenig verkaufen wie Eltern ihre Kinder. Prost. Richtig. Ist was los? Da draußen? Nö, nix. Wieso guckst du nach dem Kohl? Ach ja, der Kohl, ja. Soweit das Auge reicht, Kohl, nichts
nichts als Kohl. Na, Gott sei Dank, die Bäume hat er stehen lassen. Ja, aber der Kohl fängt an zu stinken. Und kein Mensch will den Schied haben. Also das war wieder eine großartige Idee von deinem Vater. Gut siehst du aus, Mami. Ja, nee, finde ich auch gut. Ja, in deinem Aufzug. Naja, dass ich mich hier als Frau Kapitän verkleidet habe, ist vielleicht ein bisschen albern, aber Das ist überhaupt albern, was die meisten Leute mit sich aufstellen. Nur damit sie nach mehr aussehen, als sie wirklich sind. Mensch, was war das denn? Solche Sprüche kenne ich doch noch von früher. Wer war das noch, der sowas immer gesagt hat? Na, Herr Meier. Könnten wir über das Mittagessen sprechen, Gnäfrau? Herr Meier, ich finde es ja immer noch komisch, wenn Sie zu mir Gnäfrau sagen. Ich hoffe, dass ich Gnäfrau immer mit dem gebührenden Respekt behandelt habe. Ja, Herr Meier, haben Sie. Wissen Sie, als ich hier anfing zu arbeiten, da habe ich schon Herr Meier zu Ihnen gesagt. Und dabei ist es geblieben, bis heute. Und Sie haben damals Grete zu mir gesagt. Ganz einfach, Grete. Sie waren ein sehr junges Mädchen, Gnäfrau. Dann haben Sie Fräulein Grete gesagt. Dann habe ich geheiratet und Sie haben Frau Pottmann zu mir gesagt. Und nun sagen Sie Gnäfrau. Jawohl, Gnäfrau. Was nicht alles aus einem Menschen werden kann, nicht? Ja. Tja, und das Mittagessen? Ach so, ja. Ja, also für mich Buttermilch und Zwieback. Und für den Herrn Generaldirektor? Haben wir heute Sonntag? Sehr wohl. Bohnensuppe. Ich sage der Köchin Bescheid. Fräulein Helene wird sicher auswärts essen. So? Ein Herr fragte nach ihr. Ach, war das der Sohn von Kapitän Wiegand? Der Sohn von Kapitän Wiegand fährt einen Porsche, Gnäfrau. Dieser Herr kam mit dem Fahrrad. Nanu. Sie entschuldigen mich einen Moment, bitte. Oh, würde mich ja freuen, wenn das nun Trude Heinsen wäre. In meiner Kapitänskluft hat sie mich noch nicht gesehen. Oh, Herr Martens, wie schön. Kommen Sie rein. Liebe verehrte Frau Pottmann, wie geht es Ihnen? Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, ich war verreist. Ich hörte davon, Sie haben alle Länder Europas kennengelernt. Nee, alle noch nicht. Ein paar habe ich noch nachgelassen für nächsten Monat. Machen Sie sich was zu trinken. Gern. Whisky, wenn ich Ja, darf. bitte. Wissen Sie, Herr Martens, die schönste Überraschung bei meiner Rückkehr war, dass Sie wieder zu den Direktoren der Werft gehören. Ja, Herr Pottmann bat mich, wieder einzutreten. Oh. Das heißt, Herr Generaldirektor forderte mich nachdrücklich auf, zu kommen. Ja, das glaube ich, bitte. Danke. Prost. Ihr Wohl. Sagen Sie mal, Herr Martens, ich glaube, hier hat sich so einiges geändert, nicht? Ja, leider. Und ich meine, dass die Belegschaft streiken wird, wenn wir ihre neuesten Forderungen nicht erfüllen. Vor ein paar Wochen, oder Monaten, haben die noch dreimal Hoch und Hurra geschrien für ihren neuen Chef. Vor ein paar Monaten. Inzwischen haben sie den richtigen Anführer gefunden. Die Gewerkschafter haben einen neuen Mann zu ihrem Sprecher gewählt. Mit dem ist noch schwieriger umzugehen als seinerzeit mit Hannes Pottmann. Na, und das will was heißen. Ja, dieser junge Mann, Möhlmann heißt er übrigens, Michael Möhlmann, will seine Forderungen durchsetzen, sogar auf die Gefahr einer Schließung der Töpferwerft hin. Er ist die neue und verbesserte Ausgabe von Hannes Pottmann. Oh, der kann es hier ja lustig werden, ne? Wo ist der Liebermann? Ah, der kommt wieder. Ich habe ihn zurückbefohlen. Ich danke Ihnen. Bitte. Prost. Ihr Wohl. Ah, das sind Sie ja. Tag, Herr Merz. Tag. Du, Grete, wir haben Geschäfte zu besprechen. Ja, bitte. Ja, wir beiden. Ach so, ja, dann will ich auch dafür sorgen, dass niemand zuhört. Ach so. Herr Direktor Martens hat dir schon gesagt, was anliegt. Ja, Herr Direktor Martens war bereits so freundlich, mich darüber zu informieren, dass der Schied hier Belünnen anfängt zu stinken. Ihre Frau hat recht, der stinkt zum Himmel. Ja, tut es auch. Also ob ich die Gewerkschaft angeführt habe oder Betriebsrat gewesen bin. Vernünftig bin ich immer geblieben. Aber nun haben Sie da einen Möhlmann heißt er, glaube ich. Was? Michael Möhlmann. Ja, also dieser Möhlmann ist doch nichts weiter als ein Anarchist. Wie alt ist er eigentlich? 29. Viel zu jung. Hat überhaupt keine Erfahrung. Genau das Gleiche hat dein Chef zu dir damals auch gesagt. Er war 24. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir können nicht mehr bezahlen, wir haben nichts mehr. Ach, übrigens, ich habe da gestern einen Brief gekriegt. Einen ganz merkwürdigen Brief. Wieso? Aus Genf, aus der Schweiz. Ach
lesen Sie doch mal vor, Herr Martens. Ja, lesen Sie nur. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Oder besser, ich habe noch nie welche vor ihr haben können. Sehr geehrter Herr Generaldirektor Pottmann, als Industriemakler aus New York mache ich Ihnen das Angebot eines Interessenten in Pittsburgh, der sehr interessiert daran wäre, die Mehrheit der Anteile an der Töpferwerft zu kaufen. Wenn Sie an einem Verkauf interessiert sind, teilen Sie mir das bitte mit. Ich halte mich augenblicklich in Genf auf. Hochachtungsvoll, Unterschrift Jimmy C. Tannenbaum. Ja, was halten Sie davon? Haben Sie geantwortet? Natürlich nicht, Sie sollten ihn erst lesen. Hier das Briefpapier vom Grand Hotel in Genf kenne ich. Aha. Ja, wenn die Amerikaner sich so sehr für unsere Werft interessieren, das würde die Kollegen Heinsen und Mühlmann doch sicher ganz schön aufregen, oder? Allerdings. Oh ja, aber ein merkwürdiger Brief. So? Und eine ganze Reihe von Fehlern. Was denn für Fehler? Ja, Pittsburgh ist mit TZ geschrieben und Generaldirektor mit TK. Ist doch egal. Die Amis sind doch schon immer Ignoranten gewesen. Warum sollten die wohl anständig Deutsch lernen? Warum? Gut, wir werden über diesen Mr. Tannenbaum eine Beerkundigung einholen, für alle Fälle. Wenn die Amis bei Töpfer die Mehrheit übernehmen würden, hätten sie innerhalb von 24 Stunden den schönsten Streik am Hals. Den kriegen wir jetzt auch. Ich werde nach Genf schreiben, wegen weiterer Informationen. Ich verkaufe nicht. So, und jetzt gehen wir nach nebenan in mein Arbeitszimmer. Da sind wir dann wirklich ungestört. Dieser Brief interessiert mich immer mehr. Er ist vielleicht doch nicht so unwichtig, wie Sie jetzt denken, Herr Pottmann. Ja, das könnte sein, Herr Martin. Da kannst du aber Gift draufnehmen, dass der nicht unwichtig ist. Bleibt Herr Direktor Martens zum Essen? Fragen Sie ihn doch mal. Sagen Sie ihm aber gleich, es gibt Bohnensuppe. Sehr wohl, Ihnen, Frau. Herr Meier. Bitte? Herr Meier, sagen Sie mal, wie buchstabieren Sie Pittsburgh? Pittsburgh? P-I-T-Z? Ja. Und wie buchstabieren Sie Direktor? B-I-R-E-C-K? Ja. Herr Meier, wissen Sie, was wir sind? Bitte? Ignoranten sind wir, ganz böse Ignoranten. Ach, Herr Meier, buchstabieren Sie das doch mal. Ignoranten. 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 Dies ist das Liebermann-Zimmer. Aber der Liebermann ist im Augenblick leider nicht da. Ein Bild von Liebermann hängt da drüben. Das war einer von unseren Vorfahren. Der Liebermann nicht, natürlich. Der Mann auf dem Bild da. So. Die Tapeten, die sind aus England. Die hat der Mann auf dem Bild, das jetzt nicht da ist. Der hat diese Tapeten hier persönlich aus London mitgebracht. Die oberen 10.000 wissen schon, wie sich's gut leben lässt. Hm? Mein Vater hat diese Erbschaft nur angenommen, weil er seinen Kollegen helfen wollte. Ach nee, und das soll ich glauben. Ach, Leni, dann lass uns hier weggehen. Raus aus diesem Museum. Ist mir doch egal, was das für Tapeten sind. Du weißt doch, was ich von diesem ganzen Schwindel halte. Michael, und du weißt, dass du... Ja, ich weiß, dass dein Vater mal ein guter Mann war. Als Gewerkschafter. Und später, als Betriebsratsvorsitzender, hat er ja auch eine ganze Menge ordentlicher Arbeit geleistet. Aber das war damals, zu seiner Zeit. Damals? Das ist noch nicht mal 1,5 Jahre her. Das ist lange her. Und nun? Nun steht er auf der anderen Seite. Mein Vater auf der anderen Seite. Er ist umgefallen. Er hat mehr für seine Kollegen getan, als du in deinem ganzen Leben tun kannst. Ich fange erst an. Ich bin erst seit ein paar Tagen auf seinem alten Posten in der Gewerkschaft. Wart mal ab. Ich verstehe nicht, warum du Vater schlecht machen willst. Er hat ihnen gegeben, was sie verlangt haben. Er hat ihnen gegeben, wovon er mehr als genug hatte. Aber die Sache muss weitergehen. Immer weiter. Ach, Leni, das ist das doch, was ich dir klar machen will. Der Arbeiter Hannes Pottmann hatte Feuer unterm Hintern. Der Generaldirektor nicht. Und darauf kommt es an? Ach, Leni, das Nein, haben mein Kind, aufs Feuer nicht, aufs Geld kommt das an. Da ist Mami. Mami, das hier ist Mike. So. Michael Mühlmann. Angenehm. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie hinter der Tür stehen, um zu horchen. Dann hätten Sie sich ein bisschen vorsichtiger über meinen Mann ausgelassen, nur das glaube ich nicht. Hätte ich auch nicht. Und dann, ich habe nicht gehorcht. Ich bin hier reingekommen, in mein eigenes Zimmer.
In das Liebermann-Zimmer. Oh, Sie wissen ja schon sehr genau Bescheid, Herr, wie heißt er noch? Michael Müllmann. Da habe ich mich ja doch nicht verhört. Er hat Vaters Platz eingenommen. Bei mir nicht. In der Gewerkschaft, Mami. Dann gratuliere ich. So? Naja. Dann können wir nun wohl gehen. Hm? Deine Mutter habe ich kennengelernt. Und sie mich auch. Oh, danke, ja. Michael, du wolltest doch mit meinem Vater reden. Was, mit Vater? Na, die beiden müssen ja großartig miteinander auskommen. Er wollte ihn nämlich eigentlich um meine Hand anhalten. Was? Sag mal, soll das heißen, dass du ihn heiraten willst? Ja und? Warum nicht? Ein bisschen plötzlich, nicht? Überhaupt nicht. Wir beide, wir haben das vom ersten Augenblick an gewusst. Oh, schön. Denken Sie bloß nicht, dass ich Leni heiraten will, weil sie Geld hat. Das will ich nämlich nicht. Nee, dann hätten Sie auch früher kommen müssen. Das Geld ist bald alle. Umso besser. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir Besuch haben. Papi, das hier ist Michael. Mike, das ist mein Vater. Pottmann. Tja, ich bin hergekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich heiraten will. Was geht mich das an? Sie sind der Vater. Was? Wir wollen heiraten. Wieso? Wir beide, Michael und ich. Warum? Warum nicht? Wir kennen uns nun schon 10 Tage. Was? Ja. Hast du was davon gewusst? Nee. Ich habe noch nie was von ihm gehört. Oh, doch, du hast. Oh, wenn Sie meinen, ich bin nicht gut genug für Ihre Tochter, sprechen Sie sich rein aus. Mike. Mein Vater ist Arbeiter, ungelernt. Und meine Mutter Arbeiterin, auch ungelernt. Und wenn ich für Sie nicht gut genug bin, dann müssen Sie das bloß sagen. Sag mal, Grete, wie findest du ihn? Ja, weißt du, er erinnert mich so an einen, den ich mal gekannt habe. Immer so höflich und so diplomatisch. Ja. Tja, wollen wir was trinken? Mir ist warm geworden. Du hast ihm noch keine Antwort gegeben, Ja, Hannes, auf seine Frage. Was soll ich denn sagen? Bis jetzt hat sie noch niemand heiraten wollen. Papi, Nehmen Sie Whisky? Ja, wenn er nichts kostet. Nö. wir sollten lieber Champagner trinken. Noch habe ich nicht Ja gesagt. Aber ich... Bitte. Danke. Ja, was soll ich nur sagen? Der Himmel segne euch, meine Kinder. Also wenn ich ihn so angucke, dann sollst du lieber sagen, der Himmel steht dir bei, meine Tochter. Na nu, Sie können ja lachen. Ja, klar. Wenn es was zu lachen gibt. Bitte, Prost. Ja, Prost. Stell ihm doch mal ein paar Fragen, Hannes. Ah, wir sparen Zeit, wenn ich gleich sage, Geld habe ich nicht. Ersparnisse. Ich habe angefangen. Wie viel? Kann sein, und das langt als Eigengeld für ein kleines Haus auf jeden Fall. Hier kann ich nicht leben. Haben Sie eine feste Anstellung? Sollten Sie eigentlich wissen, ja? Also, Papi. Sie sind doch mein Chef. Er arbeitet doch auf der Töpferwerft. Was? Herr Mühlmann arbeitet doch bei uns, Hannes. Was war das eben? Hast du Mühlmann gesagt? Sie sind... Komm, trink erst mal. Nee, lass mal. Sie sind Michael Mühlmann? So ist das, Herr Pottmann. Den kannst du nicht heiraten. Papi! Nur über meine Leiche. Sie sind es also, der die Werft kaputt machen will. Kaputt machen? Der mich fertig machen will. Wer will ja wen fertig machen? Ich, Sie? Sie wollen doch uns fertig machen. Sie wollen doch die Töpferwerft verkaufen an die Amerikaner. Wer hat Ihnen das erzählt? Wollen Sie das etwa abstreiten? Die ganze Stadt spricht doch darüber. Ich habe da gestern zum ersten Mal was von gehört. Aha, denn stimmt das also? Nee, das stimmt nicht, verdammt nochmal. Ich möchte wissen, von wem Sie das zu hören gekriegt haben. Oh Mann, setz dich erst mal hin, du kannst das alles gar nicht mehr so ab. Also, was ist nun? Kann ich Leni nun heiraten? Nee. Ich frag nicht, weil ich das nötig hab. Ich frag, weil ich höflich bin. Sieh mal, das ist ja wieder nett von ihm, ne? Er will höflich sein. Er versucht das doch wenigstens, nicht? Lieber, sie wird das Krümelmonster heiraten. Ja, das Krümelmonster hat ja nun mal leider nicht um ihre Hand angehalten, Hannes.
Bevor Sie angefangen haben, diese neuen Forderungen aufzustellen, waren wir glücklich auf der Töpferwerft. Die Leute und ich auch. Die Lebenshaltungskosten steigen. Aber auf unserer Werft sind wir doch jedem Tarif und jeder Tariferhöhung kilometerweit voraus. Die Kosten steigen. Für jeden von uns. Und sie werden immer weiter steigen. Aber so sind sie. Ach, du fragst um mehr Geld und sie verkaufen an die Amerikaner. Diese Kapitalisten. Mike, das darfst du von meinem Vater nicht sagen. Nee. Ich gehe. Bleib hier, Michael, bitte. Nee, ich gehe. Michael! Michael. Oh, Grete. Junge. Das ist ja mal ein ganz fürchterliches Exemplar von Arbeitervertreter. Ja, wenn ich nur wüsste, an wen der mich so erinnert. Sie müssen jeden Augenblick hier sein. Ja, ich weiß. Schaper, Heinsen und dieser Michael Mühlmann. Alles! Und ich hab mich erschrocken. Ach, mir ist nur alles egal. Meinetwegen können Sie die Werft verkaufen. Du, denn kann ich meine Zeit im Golfclub verbringen. Das war die beste Idee, die du je gehabt hast, mein Dear. Ja, du hättest mal früher schon mal auf mich hören sollen. Dann wäre dir das überhaupt immer viel besser gegangen, mein Junge. Wenn wir die Sache richtig anfassen, muss es nicht zum Streit kommen. Die Gerüchte um die Amerikaner haben doch alle sehr beunruhigt. Was mich nur wundert, die ganze Stadt hat das gewusst, bevor ich den ersten Brief bekommen habe. Ja, das ist allerdings erstaunlich. Und dieser zweite Brief bringt uns auch keinen Schritt weiter. Ich kenne ihn auswendig. Der Interessent, den ich vertrete, er hat auch weiterhin großes Interesse. Idiotisch, ein Interessent hat Interesse. Interesse am Kauf ihrer Anteile. Wir glauben, dass eine Investition in Norddeutschland unserem Interessenten in Mississippi nützlich sein würde. Mississippi? Der Interessent wird auch aus Pittsburgh. Was bedeutet das? Ja, wenn Sie das nicht wissen, Herr Martens. Ich habe zurückgeschrieben und um konkrete und präzise Angaben gebeten. Die Sache hat für uns einen großen Vorteil. Dieser Herr Mühlmann hat gewaltige Angst, dass die Amerikaner bei Töpfer einsteigen könnten. Ich verkaufe nicht. Natürlich nicht, aber zeigen Sie Mühlmann das nicht. Nee. Die Auftragslage ist nicht schlecht. Für fast 1,5 Jahre sind wir gesichert. Wenn die Idioten nun nicht zu streiken anfangen. Da sind Sie. Ja, ich weiß. Schaper, Heinsen, Mühlmann. Kommen Sie, Herr Pottmann, und vergessen Sie nicht, wir haben nichts gegen die Amerikaner. Also gut, auf zum letzten Gefecht. Herr Heinz, Herr Schaper, Herr Mühlmann. Herr Meier, Nee, Frau? sind Sie weg? Jawohl, nee, Frau. Tür zu! Und dann schnell! Die amerikanischen Gerüchte, die wir ausgestreut haben, die sind prima angekommen. Wäre gut, wenn wir gleich noch einen Brief nachsetzen würden. Jawohl, nee, Frau. Das Briefpapier vom Grand Hotel in Genf. Also das sieht zu schön aus, Ja. nicht? Ja, ich habe auch noch einen ganzen Packen. Ja. So, ja. Bitte? Sehr geehrter Herr Generaldirektor Pottmann. Mein Interessent verbrachte einige wenige Urlaubstage auf seinem Anwesen in Mississippi. Also wissen Sie, Herr Meier, ich wäre ja ganz froh, wenn Sie wenigstens mit 2 Fingern tippen könnten, nicht? Wenn ich das könnte, gnädige Frau, wäre ich ein hochbezahlter Beamter. Da haben Sie auch wieder recht. Ja, gnädige Frau, verstanden habe ich das nun immer noch nicht so ganz. Also passen Sie auf, Herr Meier, wir beide, Sie und ich, wir spielen hier einen amerikanischen Finanzmakler, der sich zurzeit in Genf aufhält. Und wir behaupten, dass wir einen Interessenten gefunden haben, der die Töpferwerft kaufen will. Und schon kriegen Mühlmann und Konsorten doch flatternde Hosen vor Angst, nicht? Aha. Also, passen Sie auf. Dieser Brief kommt in dieses Kuvert, was an Herrn Generaldirektor Pottmann adressiert wird. Dann kommt dieses Kuvert in diesen Umschlag, der an meine Freundin in Genf adressiert ist. Die nimmt in Genf
diesen Brief raus, steckt diesen Brief in Genf in den Postkasten und dieser Brief kommt dann hierher zu uns zurück. Klar? Genial, einfach genial. Da sehen Sie, das finde ich auch. Wie weit sind Sie? Anwesend in Mississippi. Punkt. Punkt. Ja, Herr Martens, Und das weiß ich gleich. Herr Meier, mein Mann, der kommt hier rein. Schnell weg mit dem Ding. Und der Deckel muss auch noch weg. Herr Meier, der Deckel. Der Deckel, Herr Meier. Dankeschön, Herr Mann. Ach, Herr Meier. Herr Meier, wir brauchen dringend noch etwas Bier. Sofort. Pro Person eine Flasche. Ja. Aber auch nicht eine mehr, bitte, ja? Sofort, Herr Generaldirektor. Sofort. Na, Hannes, wie läuft die Sitzung denn? Na ja. Sie führen sich einigermaßen vernünftig auf. Dieser Müllmann hat mit mal einen ganz anderen Ton. Ach ja, und eigentlich sieht er ja auch ganz nett aus, ne? So. Und mit der Zeit wird er bestimmt ein guter Ehemann werden für Leni. Nee. Der macht sie unglücklich. Sie wird schon fertig mit ihm. Ach was? Ist doch ein Dickkopf, ein Hitzkopf und Bullerkopf. Ja, das kennt sie ja alles von Kind auf an. Ne? Oh, Hannes, komm mal her. Du musst dich ja beeilen. Du hast heute doch noch was Wichtigeres vor als diese dösige Sitzung. Wichtiges, hör mal, mein Dear, das geht letzten Endes Sein oder nicht sein, ich weiß. Und trotzdem hast du noch was Wichtigeres vor, Hannes. Die Ehrendoktorwürde. Du dicker Vater. Hannes, komm, bleib hier. Sie haben dir die Ehrendoktorwürde verliehen und heute wird sie dir überreicht. Was? Ja, die Würde. Steht an Würde. Nee, Hannes, komm. Oh, Hannes. Bleib mal hier stehen. Ich hab ja eine Überraschung für dich. Los? Die Kartons, Herr Meier. Die Kartons. Du wirst dich ja wundern. Setz dich da mal hin, Hannes. Setz dich da mal. Was ist denn das denn für ein Scheiß? Ja, geben Sie nicht an seinen Kopf, Herr Meier. So, Hannes, guck mal. Das hier sollst du heute Nachmittag tragen. Nee, Grete. Herr Meier. Herr Generaldirektor werden würdig aussehen, die Frau. Der kleine Karton, bitte. Du wirst ganz großartig aussehen, Hannes. Ja, Herr Meier. Und nun, Hannes, und nun, guck mal hier. Was? Hier, der Hut, Hannes. Guck mal. Den setz ich nicht auf. Ach, Hannes. Nun komm, ich muss doch wissen, ob er passt. Quatsch, passt. Ihm passt er hier, bitte. Herr Generaldirektor. Hannes, du stell dich doch nicht so an. Komm, zieh über. Schön dösig werde ich da drin aussehen. Überhaupt nicht dösig. Das wird jetzt angezogen. Ja. So. Blödsinn, sowas. Ah. Oh, Hannes, Herr Meier. Eine würdige Erscheinung, wirklich. Komm, guck da mal rein. Guck da. Gott, ich sehe da aus wie ein Clown. Ach, Hannes, komm hier. Nee, den Hut. Stillhalten. Nee, Grete. Stillhalten. Nee. Oh, Hannes. Oh, Hannes. Na? Wehe, wenn jetzt einer lacht. Der haut auch schon ab. Oh, Hannes. Oh, Hannes, was hilft Oh, Herr Pottmann, unsere drei Gesprächspartner kommen langsam zur Vernunft. Oh. Wehe, wenn Sie lachen, Herr Martens. Aber nein, im Gegenteil. Wie steht die Verhandlung? Ausgezeichnet, Sie lenken ein. Tatsächlich? Kein Verkauf an die Amis, dafür nehmen Sie Ihre Forderungen zurück und in einem halben Jahr überprüfen wir die Situation erneut. Sehr gut, Dankeschön, Herr Vor Martens. den Amerikanern haben die drei wohl ziemlich viel Angst. Nicht? Ja. Oh, Papi. Ist was? Papi, du siehst wunderbar aus. Umwerfend. Na, was ist los? Der Briefträger hat gerade eben 2 Briefe gebracht. Aus der Schweiz. 2. Danke. Hast du 2 gesagt? Ach du, Leni, dieser Müllmann, der hat sich heute Morgen fast wie ein Mensch benommen. Also wenn es so bleibt, könntest du so bei Klein ein paar Flaschen Champagner besorgen. Was? Oh, Ja. Papi. Hannes, was ist denn? Ja, das ist der Brief, den Sie an Mr. Tannenbaum in Genf geschrieben haben. Er ist zurückgekommen. Empfänger unbekannt. Nur das darf ja wohl nicht wahr sein. Wieso, was denn? Dies ist die Antwort von Mr. Tannenbaum auf den Brief da, den er gar nicht gekriegt hat. Tatsächlich. Tja, Herr Mühlmann. soll reinkommen. Bitte, Herr Mühlmann. Guten Tag, miteinander. Michael. Tag.
Oha. Also wenn Sie ein Wort über... Habe ich was gesagt? Nee, aber Sie haben ihm so geguckt, als wenn, nicht? Wundert Sie das? Natürlich nicht. Übrigens, Herr Doktor... Nee, noch ist es nicht so weit. Heute Nachmittag kriege ich ihn erst den Doktor. Ah ja, wir sind einverstanden Dies mit... ist doch erst die Generalprobe für den großen Augenblick. Also was bei der Verhandlung rausgekommen ist, das interessiert wohl überhaupt nicht, was? Herr Direktor Martens hat uns doch schon alles erzählt. Ja. Bleibt alles, wie es ist, und in einem halben Jahr reden wir weiter. Aber keine fiese Matenten mit den Amerikanern. Herr Möhlmann, wie Herr kommt Pottmann, das weiß ich nicht. Alfred, mein Kristall! Alfred, der nicht lesen! Herr Meier, nehmen Sie ihn mal eins. Übrigens, Herr Pottmann, wenn Sie nun heimlich mit den Amerikanern weiterverhandeln, kann sein, dass ich da vielleicht nicht hinterkommen würde. Herr Möhlmann, vor den verdammten Amis müssen Sie keine Angst mehr haben. Mit denen kann ich gar nicht mehr verhandeln. Wieso? Genau das geht Sie nichts an. Hannes, nun gib doch die Verlobung bekannt. Ach ja, meine sehr verehrten Herrschaften, ich habe die Ehre und das Vergnügen, die Verlobung meiner Tochter Helene mit diesem besonders netten und freundlichen jungen Mann mit Namen Michael Möhlmann bekannt zu geben. Und das eine sage ich dir, mein Junge, wenn du nicht immer nett und anständig zu meiner Leni bist, dann kriegst du es mit mir zu tun. Also was Leni und mich betrifft, da Das ist ja gut. Komm her, Micky. Ach, Leni! Auf das junge Paar! Auf Leni und Michael! Prost auf das glückliche Paar! Oh, mein Leni! Leni, Mike. Das war nun wirklich die beste Sitzung, die wir jemals gehabt haben. War das, Hannes? Die beste Sitzung. Prost. Prost. Und mein Papi wird Doktor. Oh Gott, ja. Jawohl. Ehrendoktor der Volkswirtschaft. Wegen seiner Verdienste um die soziale Gerechtigkeit. Komm, Alfred, das kalte Buffet wartet auf uns. Ja. Soziale Gerechtigkeit? Als wenn das sowas gibt? Soziale Gerechtigkeit! Das ist das... Michael, du musst noch viel lernen. Oh, Herr Meier, kommen Sie mal her. Ja, Herr Pottmann, lesen Sie mal. Ja. Sie bekommen nie was ab, ne? Prost, Herr Meier. Zum Wohl. Ach, Grete, Ja, Hannes? darf ich dich mal was fragen? Ja, natürlich, Hannes. Sag mal, mein Dear, wie schreibst du eigentlich Mississippi? Mrs. Ja. Wieso? Ja, wie du Mississippi schreibst. Buchstabier doch mal. Ja, warum denn? Buchstabier mal Mississippi. M-I-S-S-I, Missy. I-S-S-I, Issi. Missy, Issi. Langes Wort, Herr Meier. Nee, nicht Herr Meier. Du sollst das buchstabieren. Mississippi. Och, Hannes, warum denn? Weil das hier falsch geschrieben ist. Mississippi mit Y. Ja, das ist allerdings falsch. Das habe ich leider nicht gewusst, ne, Frau. Ach nee, ihr beiden also. Ja, Hannes. Ihr habt die Briefe von Mr. Tannenbaum geschrieben. Jawohl, Herr Generaldirektor. Das ist Betrug. Nein, Hannes. Das